Ekran! Ekranen geef dich ab, aus warende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennenleren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag die radio ingeschaltet hast, oder voor die wat op YouTube zijn, had een schöne tijd. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en vandaag wil we een geschichte hier van mijn Schwiegerma Hulda Leuwe. Ze heeft ihr Zeugnis allemaal gegeven in dit programma, dat wir sehr schön. En dit is aber eine Geschichte, wat du da nicht mehr, dat wir wens tijd können, dat du nicht mehr andoen. Aber dat is eine Geschichte, wat zij mir al vielmal verteld heeft, en meine Frau mir vielmal verteld heeft. En jedes Mal sie ik beweegt. En ik geloof, du was ook zijn leven hier. Also Hulda, welkom tot dit programma. Dankeschön. So, kannst mal einfach vertellen, wat is passiert? Ja, voor viele jaren terug, dan gingen we bij een church en we hadden, de church had viele steden waar Bibelstunden waren, immer eine week. En dat waren immer zo'n zeer schöne Stunden. We leerden zoveel uit de Bibel. We leerden op God vertrouwen, we leerden beten en we leerden ook beter de Bibel lezen en beter de Bibel verstaan. En een dag zei de prediger zu ons, wir können jemand einladen, den wir kennen vielleicht, der noch nicht Jesus hatte. Und der nicht diese Gelegenheit hatte, diese Bibelstunde mitzumachen. Oh, dann hätte ich auch, Gott sagte mir, geh nur Jan Eiepaar, die kommen niemals zur Church. Die haben keine, ich weiß nicht, was die irgendwo eine Bibelstunde haben. Und dann had ich aber viel Mut, wenn ich thuis war. Aber wenn ich die früh dann mal wo treffen deed, dann will ich dir fragen, will je nicht auch mal zur Bibelstunde kommen? Aber vielmal dann flattert das und hat einfach nicht Mut, mit der zu reden. Aber ein Tag, der stemmt im Mund mir immer weiter. Ein Tag traf ich da und dann sag ich, will je nicht auch mal bei Bibelstunde mitmachen? Wir haben so eine schöne Stunde. Wir lesen die Bibel und die erklärt uns das alles so gut. Und will je nicht auch mit uns mitmachen? Oh, sieht sie, jo, wie würde hier noch bei dort muss ich mit meinem Mann bereden. Ich allein kann das nicht sagen. Ich sag, gut, das ist kein Trouble, kannst du ruhig deinen Mann sagen. Und dann fragst du ihm und dann sagst du mir nochmal, wenn wir uns nochmal treffen. Und so deuten wir das auch. Sie fragt ihren Mann, und das wird dann eine lange Zeit nachher, dann treffen wir uns. Und dann sagt sie, weißt du, ich habe meinen Mann gefragt, und er sagt, jo, wir würden hier mitmachen. Aber wir wollen nicht kommen. Wir wohnen 30 Kilometer von uns auf. Wir haben nicht das Geld, wir verdienen nicht so viel, dass wir nicht kommen können. Dann muss sie zu uns kommen. Oh, wat? Nee, dan zal je er nu gaan voor. Wat feilt ze als zij zeiden dat je zullen dan doorgaan voor? Wat feilt ze dan? Ich dachte, na ja, das ist wirklich jede Weg immer die Gasoline zu haben. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich wollte mein Pastor sein. Dann sehe ich dem dort, dem Prediger, dann sehe ich, na ja, dann können wir wieder mal heimfahren. Und dann bereden wir dann mal und fahren daheim. Und das war ganz interessant. Der Mann, der satt ganz in einer Art auf ein Däschchen. Und wir saßen eine Eetstoffe Däsch, rundum, und hatten die Bibel, und die Prediger erklärt uns dort, und wie alles scheint. Er fragt nach dem Mann, er soll auch nach da Däsch kommen. Aber er hat nicht Lust. Er bleibt da auf seine Städte. Und als wir ein Haus fahren wollen, dann sagt er, weißt, ich habe hier auf dieser Estancia, wo wir wohnen, sind noch so 5 Bazars Familien. Ich würde wollen, je mag kommen noch mal weiter, dann mag ich das in Portugiesisch. Wenn es in Deutsch, kennen die das nicht, die verstehen nicht. Bloß omdat je dat weet, meine Frau Heidi ist von Brasil. Das heißt, du geboren und auch meine Schwiegermama ist auch in Brasil geboren. Ich weiß, du sind vielleicht nicht so viele Deutsche in Brasil als in Mexiko, Paraguay, Bolivien, Kanada und so weiter. Aber du sind auch Nordbett.
En zij wonen toen, ze hadden lang in een Duitse kolonie in Brazilië gewoond. Zo, zij deden ook jeder de Bibelstelle een Hochdeutsch hadden. Ja, een Hochdeutsch hadden. En dat wat ze gewaan, weer om een Hochdeutsch te reden. Nu zullen in Portugiesisch zijn. Dat is de spraak wat in Brazilië geredet wordt. Wil jij dat dan weer? Ja, en dan zie je en dan is het maar waar we dat in Portugiesisch hebben. En is het mal, dan dacht ik zo, omdat we dan waren om 2 weken zijn, dan dacht ik zo, maar wou wat dat worden. Ik ga je toch nog niemals in Portugiesisch gebed. Ik bid je immer bloß in Hochdeutsch. Als wann mein Gott versteht nicht mal Portugiesisch. Wo soll ich dat bloß nu doen, dacht ik zo. Aber ik dacht, ik ga even. En wie hadden te die tijd een grote... Zij ja een grote heinerstal en zij ja veel eer nam wie uit. En dan dat ik einfach beim eer uitnemen met dat beden even in Portugiesisch. Dat was ganz interessant. Die heiner moest dat hier waar ik in Portugiesisch beden leerde. En dan heb ik dat dan geüft. En we komen eerst mal dort aan. Wacht mal. Ich habe hier eine Frau. Wenn wat deed ze dat im Heinerstall en nicht thuis im Huis? Wenn ich musste schaffen, ich musste meine Arbeit tun. Ich kon ook nicht nu thuis im Huis lang zijn. En dan zal ik de Tjenja, mijn man, die zullen dat niet hier. Wens dat wordt je alles een kram runterkomen. Ja, na eentje im Heinerstall. Na, sehr gut. Wat passiert dann, als du dann wieder handfuhren? Dan fuhr wieder aan en dan weer werkelijk de andere nobers, zijn arbeidskollegen, die weer gekomen. En ik, de predja zei ook te vroeg voets mij, als ik niet word ook nog beden. En ik bid dan ook zo goed als ik kan, maar God sei Dank dat ik dat al in Heinerstall geüft had. Dat dat niet nog alle stadrig wee, was het al wee. En zo voer we daar alle 2 week gaan, een ganzes jaar in eind. En na een jaar, dan met eenmaal komt het eiepaar bij ons in de church. En dan, als de church al mis te eng was, dan steht die man op en vraagt, kan ik een Zeugnis geven? Na ja, sagt der Prediger, wo da vorne stund. Du darfst ein Zeugnis geben. Ja, ein ganzes Jahr sind das Lied immer gekommen, haben mit uns Bibelstunden gehabt. Und diese Weg habe ich mich bekehrt. Wow. Diese Weg hat Jesus angenommen. Und ich muss ihn bekennen. Ich habe jedes Mal, wenn die wegfuhren, dann habe ich al eine Schnapsbüttel Und da drank ich ganz ein Jahr uit. Eiertje niet slopen. Wens de vriend die had me zo vast en zei, nee, dat gaat niet. Uit het oude leven krijgt ze wieder leven. En lot niet van dat oude leven. En daarom moest ik zoeken, omdat ik wens de nacht slopen kon. En ik wist het op verre gar niet, dat die man super deed. En dat hij vroeg zo'n zware los had, met zo'n man taub te leven, dat hij zo super deed. En deze man had het zo ernst genomen met zijn geloofsleven, dat hij zei te God, ja God, ik weet nu wat u van mij wilt. Du wilt dat ik op een bibelschool ga en dat ik ook een prediker geef. Hoe oud werd das man al, als hij dat zich entscheiden heeft? Die war also 31, meest 40. En dan gaf het nog, ging hij 3 jaar de Bibelschool en leerde als prediker. Hield op dort bij een arbeidsstede te arbeiden, wenn hij dort plante. En dan hield hij dort alles op en gaf zich ganz aan voor God. En hij heeft nachher sehr veel gepredigt. Dat schade we bloß, dat durch diesem Suppe had hij zoveel zijn Charpa twee gemaakt, dat hij schrift kreeg en starf. Aber hij had eine Zeit, wo hij met zijn ganze Hart
Gott deine deed niet zo. Ganz het woord. Gott deine deed. Hij zet die arbeid af en nam een andere arbeid en heeft beluisterd voor God je arbeid. Wow. En hij heeft ons zeer veel, als missionair is hij ook nog gevaren en heeft zeer veel mensen van Jezus verteld. Wow. En mij is dat niemals leid geworden, niemals, dat ik op Gottes stem gehoord had. Want God zegt mij dat zo klaar, daar zijn mensen, die hebben niet deze Bibel staan en die gebruiken dat. Wow, ik zie zo beweegt allemaal van deze geschichte. Eine geschichte wat Heidi mij veel dazu verteld heeft, is dat zij weer Heidi, en mijn vrouw Heidi, weer vielleicht 11, 12 jaar dan, en er 16 mal 1 jaar alle is dat, en zij weer op deze Bibelstunde die Zinderschullehrers für die Kinder, aber nicht Zinderschullehrers, aber sie der mit den Kindern biblische Geschichte vertalen, nicht so? Und, wo scheint, dass die aus ganze Familie können, du in die Mann und die Kinder können Gott durch jeder Weg auf diese Bibelstunde deine. Für mich ist das so ein Beispiel, wo ans Leben kann für Gott sein. Ich habe eine letzte Frage. Was würdest du merken, wann du irgendwer von unseren Zuhörern ist, die sagt, ich fühle, ich soll Gott deine, aber ich fühle, ich kann das auch nicht. So ist es bei dir mit einem Bedejink in einer anderen Sprache. Vielleicht hast du auch irgendwas, was ich glaube, ich kann nicht. Was würdest du dieser Person sagen wollen? Ja, Simon mutig en vertrouw op God. Wens God geeft die in dem Moment de rechte kracht en die geeft die de wied wat u brauchst. Vertrouw op hem. God is een werkelijk, een levende God. Hij heeft alles wat we brauchen. Wanneer we op hem vertrouwen. Amen. Vielen Dank, schön, Hulda, für das wunderbare Zeugnis, für diese wunderbare Geschichte. Ich, macht mir jedes Mal frei, wenn ich hier, dass du für Heiner gebet hast, oder mit Heiner Taubt gebet hast, aber das ist, du eine wunderbare Frucht von dir kommen. Vielleicht kostet du auch mit Heiner Taubt lehren beten, oder vielleicht auch irgendwas anderes. Aber Gott hat was nicht für die. Vertrau auf ihn, und wir wünschen die Gottes Segen von hier, und das nächste Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst, oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.